Wenn wir am Naturmuseum an der Paläontologie probieren, Fossilien zu nutzen als ein Archiv vom Leben, das heißt, für eine Vergangenheit zu reisen und herauszufinden, wie hat sich das Leben am Laufe der Erdgeschichte entwickelt, dann machen wir da die Idee, dass wir alle Fossilien sammeln. Das heißt, wir gehen selber auf den Terrain, machen eine Ausgrabung, gucken für alle so Fossilien zu finden, was interessant ist. Heute kommen Fossilien noch von Privatsammlern oder von Leuten, die einfach aufmerksam durch die Natur gegangen sind. Die kommen uns an das Museumbrot. Und die sichern wir dann. Was heißt denn sichern? Dann beschreiben wir die Form von diesen Fossilien. Weil es geht darum, an einem ersten Schritt herauszufinden, zu welchen Lebewesen gehören die. Das heißt, wir bestimmen die Fossilien. Wir probieren herauszufinden, zu welchem Tier gehört das Stück, zu welcher Pflanze gehört das andere Stück. Wenn wir das bis gemacht haben, dann drohen wir alle guten Informationen zusammen, die wir über die Tiere und über die Pflanzen aus der Vergangenheit konnten sammeln. Und da wird daraus analysiert, gaufen zum Beispiel Momente, wo ganz viele Arten verschwunden sind. Das kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass die Massenaussterben gauf. Oder gaufen Zeiten, wo ganz schnell nur neue Arten entstanden sind. Das heißt normalerweise, dass sich die Umwelt stark verändert hat und dass sich Tiere und Pflanzenarten schnell angepasst haben. Ein konkretes Beispiel, an dem wir aktuell arbeiten, sind Tiere, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr mal auf der Plage fahrt, die sogenannten Schlangensterne. Das sind nämlich die Cousinen von den Seesternen. Sie sehen aus wie ein Stern, der am Meer lebt, und hat aber ganz dünn Arm, man kann sich ganz schnell bewegen. Für was ausgerechnet die Tiere? Ja, ganz einfach, es gibt so viele Tierenarten, dass man sich auf eine Zucht konzentrieren muss, wir können das ganze System stellvertretend mit der engen Tierenzucht können sie sichern. Und wir haben uns eben Schlangensterne rausgesichert am Naturmuseum, weil dann eine Tierenzucht ist, die auf der ganzen Welt vorkommt, sowohl heute wie auch an der Vergangenheit. Und die Tiere, die sind immens aufschlussreich, wenn es darum geht, für Informationen rauszuziehen über die Entwicklung von der Vielfalt von den Tieren an der Vergangenheit. Aber was wir aktuell forschen, ist, wie hat sich die Vielfalt von den Tieren am David Meer entwickelt. Das ist nämlich ein Bereich von mir, den ist immens unbekannt. Die hat bestimmt schon mal gesehen, Reportage mit einem U-Boot, wenn sie der Tiere aus dem David Meer geholt und die sind ganz, ganz komisch, ganz unbekannt. Und aber wird Tiefsee schon lange exploitiert von uns. Wir holen schon längst Fische aus der Tiefsee raus für sie zu essen. Und geschworen werden doch so weit sind, dass sie probieren, Metall aus der Tiefsee rauszuholen. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, wie der Lebensraum sich entwickelt hat. Wie verletzlich ist der? Wie kann ihn besser schützen? Und da benutzen wir eben Fossilien, die wir auch teilweise zu Lützeburg gefunden haben, um herauszufinden, wie der Lebensraum Tiefsee oder überhaupt der ganze Lebensraum Meer, wie den sich entwickelt hat am Laufe der Zeit.